Wir spielen miteinander. Radio Waldrand ist im ganzen Wald bekannt. Weidmanns Ole und Weidfraus Juhe, liebe Kinder, willkommen zum 3. Podcast Radio Waldrand von Marius und die Jagdkapelle, hier live aus der Musikjägerhütte. Und heute haben wir eine Waldweihnachts-Spezialsendung, die ein bisschen länger geht. Ich hoffe, das stört euch. Kann ich auch mal etwas sagen? Ach, Eichhörnli, warum könnt ihr Eichhörnli nicht auch einen Winterschlaf machen? Ja, ich weiß. Das wäre schön. Nein, wart, jetzt bin ich zuerst dran. Da, schau, hast du noch mal ein paar Nüssli vom Sammy Klaus. Hol's, hol's. Oh ja, danke. Aber nur weil du so ein Säftig bist, musst du immer die wichtigen Sachen machen beim Podcast. Also ich finde, gerade an Weihnachten sollte man so kleine Tiere wie wir Eichhörnchen. Also nein. Nicht, weil ich ein Cheftyp bin, sondern weil ich mir etwas überlegt habe, was ich den Kindern will sagen. Hast denn du dir etwas überlegt? Also nein. Ja, eben. Du bist wie die Kinder im Kinski unter der Schule, die einmal aufheben und wenn man es dran nimmt, dann wissen sie nicht, was sagen. Ja, und aufheben ist les. Und nicht wissen, was man sagen will und dann gleich etwas sagen, ist auch lesben. Sei Hörnli, komm Frieden. Okay, Ich meine, ja. heute ist Waldweihnacht. Ja. Wir haben die ganze Jägerhütte für Zierkinder. Und jetzt kommen dann alle und wir feiern. Der Tofuchs kommt, alle Musikjäger kommen. Ja. Vielleicht kommt sogar der Oberjägermeister Brünzli. Ja, stimmt. Aber warum feiern wir eigentlich Weihnacht? Und heisst Weihnacht, weil es immer so dunkel ist im Advent. Weißt du, Weihnacht. Sag Hörnli, weisst du, Weih von Weihnacht kommt von einem uralten Wort. Das heisst Wiha. Und Wiha heisst heilig. Also Wiha-Nacht heisst eigentlich heilige Nacht, weil man glaubt, dass der Jesus in dieser Nacht auf die Welt gekommen ist. Aber wer ist Jesus? Also, und was heisst heilig? Ich meine, Nacht. Voll klar, aber alles andere, ich sag da nur, hä? Oder wie der Tofuchs im Zürich-Dialekt würde sagen, what? Ja, du hast gute Fragen, Seichhörnli. Die können wir nachher beim Christbaumschmücken besprechen. In dem Podcast stellen aber die Kinder die Fragen, die ich beantworten soll. Okay, ich häng so mal Pföckeli an den Christbaum. Ja, das ist lässig, Seichhörnli. Für alle, die jetzt schon zum 3. Mal dabei sind, schön, dass ihr immer noch dabei sind. Und für alle Kinder, die neu zulassen, schön, dass ihr neu dabei sind. Euch Kinder, die das erste Mal zulassen, euch muss ich noch erklären, dass das Eichhörnchen ein bisschen nervt. Weil man muss immer aufpassen, dass es kein Seich macht. Und nachher Marius, wieso sind die Vöckeli am Baum so grusig? Oh, weil man zuerst, bevor man die Schöckeli esst, Eichhörnli, muss man das Papierli wegnehmen. Und du sollst kein Seich machen. Du sollst jetzt einfach die Verzierungen an den Christbaum anhängen und nichts davon fressen. Ja, ist ja okay, dann nehme ich Gutzli zum Saffen. Nein, ich habe es schon am Tag Adalbert etwa 1000-mal gesagt. Vor der Waldweihnacht, bevor wir alle zusammen gesungen haben unter dem Christbaum, gibt's kein Gutzli. Fertig, ist gut. aus, Amen. Ja, jetzt habe ich aber gerade noch mal eine Frage. Wieso sagt man eigentlich bei uns Tier fressen, wenn wir etwas mampfen und bei euch Menschen essen? Das würde mich mal interessieren. Hörnli, lass mal. Nachher kannst du mich all deine wirklich guten und wichtigen Fragen fragen. Ja, ist gut. Okay, dann frage ich dich nachher. Merken ihr jetzt, Kind, was ich meine? Also, denen, die neu zulassen, muss ich noch erklären, dass ich immer am Donnerstag da in der Jägerhütte den Podcast ohne die anderen Musikjäger in aller Ruhe aufnehmen kann, weil die anderen Jäger sogar jetzt am Waldweihnachtstag noch schnell eine Schulreise gemacht haben, obwohl sie gar nicht mehr in die Schule gehen.
Ja, Musikjäger finden aber Schulreisen super, weil ich ihnen dann immer einen Batzen mitgebe, damit sie sich am Kiosk etwas Süßes krömeln können. Und ich drum dafür ganz allein in der Musikjägerhütte kann den Podcast für euch aufnehmen. Hey, und weisst, wo sind sie das Mal auf die Schulreise? Das Mal hat der Bassspieler der Jagdkapelle, der Bärenküsslers Schulreisli, organisiert. Das Mal sind die Musikjäger von Marius und die Jagdkapelle auf Bern zum Bärengraben schauen, ob die Bären dort im Keg auch einen Winterschlaf machen. Bären machen eigentlich eine Winterruhe, aber für den Fall, dass sie keinen Winterschlaf machen, haben sie ihnen Weihnachtsgeschenke mitgebracht. Ist das nicht herzig? Der Tombär hat ihnen sein Teddy-Tombär eingepackt. Der Wiesel eine schöne Wurst, genau. Der Supertreffer hat seine Wasserfarben eingepackt, damit Bären damit mögeln können. Ich weiss, dass Bären nicht mit Wasserfarben malen können, aber er hat so Freude gehabt, um das zu schenken. Hey, und der Bärenküssler hat Rüebli-Gutzli gebacken für die Bären. Ja. Und wenn die Bären wach sind, dann wollen sie denen die Geschenke schenken. Also, wie es zu den Bären ins Keg hineinkommen, haben sie sich nicht überlegt. Aber ich habe nichts gesagt, weil sie haben Freude gehabt und ich kann hier einen Tag Ruhe und kann für euch den Podcast aufnehmen. Marius und die Jagdkapelle feiern heute Abend hier in der Jägerhütte mit allen Tierfreunden zusammen Waldweihnacht. Und bei euch ist es auch bald Weihnacht, gell? Ich bin schon recht aus dem Häusli. Kinder, sind ihr auch schon unnervös? Also natürlich nicht wegen der Geschenk, sondern weil das Fest ja das Fest der Liebe ist, wo man Fondue Chinoise oder so mit der ganzen Familie isst. Und wegen Jesus und so. Und sicher nicht wegen der Geschenkli, nein. Hast du auch Geschenkli gebastelt? Geschenkli basteln ist les, findest du auch? Die ganze Weihnachtszeit ist doch einfach schön, oder? Also ausser wenn es Mami und der Papi im Advent gestresst ist. Wie ist es mit eurem Mami und Papi? Geht's ihnen gut? Tun sie recht oder sind sie im Moment ein bisschen streng und schwierig? Ich habe von ein paar Kindern gehört, dass die Mamis und Papis auch manchmal in der Weihnachtszeit ein bisschen gestresster, schneller genervt und müder sind als sonst. Ja, die einen Mamis und Papis haben dann weniger Geduld, schimpfen vielleicht ein bisschen schneller und haben in der Weihnachtszeit manchmal ein bisschen eine kurze Lunte, wie der Oberjägermeister Brünzli einmal sagt. Aber weisst, wenn das so ist, dann musst du ein bisschen Geduld haben mit denen und warten, bis dann die Weihnacht wirklich da ist, mit dem Christbaum und so. Wenn ihr Weihnachten feiert, dann hat eure Mami und Papi Ferien und dann entspannen sie sich wieder. Weisst, die müssen in der Weihnachtszeit, wo man wegen dem Wetter oder wegen dem Pfnüssel schon ein bisschen müder ist, aus dem Haus arbeiten am Morgen, wenn es noch dunkel ist. Und dann kommen sie am Abend heim, wenn es schon wieder dunkel ist. Hey, die müssen für euch Adventskalender organisieren, Christbäume organisieren, schauen, dass der Samichlaus vorbeikommt, schauen, dass ihr Geschenke habt und dann all die Weihnachtstheateraufführungen vom Kinski und der Schule, die Weihnachtskonzerte von der Blockflötenstunde und dem Kinderchor. Dann ist noch Weihnachtsabend von der Feuerwehr und mit dem Büro haben sie auch noch Essen. Dann müssen sie verhandeln, wer jetzt dieses Jahr zur Weihnacht kommt, wer es einladet fürs Fest. Ob der Onkel Ralf jetzt auch kommen darf oder nicht. Also, Wurst. Auf alle Fälle haben sie viel zu tun. Da müssen die Kinder ein bisschen Geduld haben mit ihnen. Er könnte sie ja manchmal ein bisschen über den Kopf streicheln und vielleicht dem Papi oder der Mami einfach mal etwas Feines zu knabbern bringen, wenn er oder sie auf dem Sofa sitzt und Fernsehen schaut oder lässt oder so. Ja, ein bisschen helfen, Teller nach dem Nacht abräumen und so Sachen, ein bisschen bräver sein als sonst. Dann sind sie dann im Fall voll angenehm in der Weihnachtszeit. So, jetzt müssen wir ein bisschen vorwärts machen und langsam zu der Kinderfrage kommen. Ja, finde ich auch.
wir müssen ein bisschen leiser sein, Seichhörnli. Also wieso? Schau, der Dachs Adalbert schläft neben dem Ofen, der ist voll in der Winterruhe. Ja. Oh, findest du ihn auch so herzig? Ja, vollherzig, aber jetzt müssen wir wirklich vorwärts machen. Du redest immer so besinnlich Ja, Zeug, so also- mega lang. Ist extrem langweilig, der Podcast im Moment. Okay. Also, ich weiss, was ich mache. Ich wichtle am Dachsadalbert etwas. Wichteln? Ja, das machen Kinder auch, habe ich gesehen. Die verstecken sich einander in der Adventszeit so kleine Gesenkli, weiss, wie die Wichtel, heimlich. Und dann muss man studieren, wer echt der Wichtel ist, wo einem immer Gesenkli wichtelt und am Schluss verrötelt man sich. Jö, das ist herzig, Seichhörnli. Ja, mach. Wichtle am Dachs Adalbert etwas und wenn er dann aufwacht zwischen ihnen und es sieht, dann hat er Freude. Okay. Also Kind, während Seichhörnli da am Dachs Adalbert ein kleines Geschenkli wichtelt und für ihn versteckt, kommen wir zu der... Was? 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 Kinderfrage. Ja, ich habe ja schon ein paar Fragen bekommen von euch Kindern. Die haben ihr mir zugemailt unter marius@mariustschirki mit dem y.ch, aber auch per Post mit einer Zeichnung und so. Leskind. Gute Fragen hinter. Von wo schlafen eigentlich Delfine bis zu warum knabbert mein Bruder seine Fingernägel ab, habe ich schon sehr viele Fragen bekommen. Super, weiter so. Die heutige Frage kommt vom Silas aus Baden im Aargau. Er ist in der 3. Klasse und fragt, Achtung, warum schenkt man sich an Weihnachten eigentlich Geschenkli? Das finde ich sehr eine gute Frage. Ja, was meint ihr? Warum schenkt man sich an Weihnachten Geschenkli? Also ich muss auch selber studieren. Ich weiss schon ein bisschen warum, aber irgendwie weiss ich auch nicht so recht und ich bin eben auch so müde. Und ich habe so viele Jackkapellenkonzerte gehabt, manchmal verrissen im Eis und im Schnee und ich bin so ein bisschen verkältet und so. Und Spinnst du? Das sagt man nicht an Weihnachten. Hey. Du hast mich geweckt und ich kann immer noch was. Oh, Seichhörnli, was hast du wieder gemacht? Ja, ich habe am Dachsadalbert nur etwas gewichtelt. Aha. Lässig in die Nasenlöcher rein? Ja, ich habe nämlich je ein Nasenloch ein Erdnüssli vom Savi Klaus gewichtelt. Ein super Versteck für Erdnüssli, so Dachsen-Nasenlöcher. Und was ist der Dank? Er schimpft mich einfach an. Ich habe einfach langsam keine Kraft mehr, Seichhörnli. Komm, Dachsadalbert, ich helfe dir. Danke, Mario, super. Jetzt hat mich Seichhörnli aus der Winterruhe geweckt und ich bin schlappwach. Komm, ich jetzt das Weihnachtsgätzli über. Nein, ich habe gesagt, erst nach dem Singen heute Abend an der Waldweihnacht. Mann! Du bist aber gestresst, du ja, bisschen lieber. Ja, komm. Er hat gesagt, wir müssen streicheln, wenn der Papi gestresst ist. Ich bin nicht eurem Papi. Ja, bist ein ganz feiner, ja, ganz lieber. Ja, komm, wir machen das jetzt so. Wir gehen ins Dorf, auf Tüfen, aber dann auf Zürich, in Aargau und fragen alle Kinder, die man findet, warum man sich an Weihnachten ein Geschenkli singt. Dann nehmen wir das auf und bringen es dir mit und du kannst dich so in Ruhe da auf die Waldweihnacht vorbereiten und wir schaffen es für dich. Ja, und ich komm mit. Wach bin ich ja wegen dem super wichtigen Geschenk Seichhörnli. Gut, danke. Schau da, ich gebe Hä? euch das Mikrofon Ja, also mit. Frage. Da. Ich habe eine Frage. Und dann, was? Ich habe eine Frage. Könnten wir noch als Snack für unterwegs ein paar Weihnachtsgute... Okay, ich weiss. Erst heute Abend. Eben. Also gut, geht jetzt. Ciao. Ich spule schon mal für euch, damit die Kinder nicht warten müssen, bis ihr im Dorf und in der Stadt sind. Und gegangen sind's. Ja, wow, in der Stadt ist es dann laut, ey. Und wo sind wir denn da überhaupt? Ja, Zürich. Da vorne hat es ein Kind. Da vorne, der läuft, glaub ich, gerade in Kinski oder in Zuhl. Da fragen wir. Okay, aber frag du zuerst, ist gut. Ja, ist gut. Hallo?
Hallo? Ja, du, also, wie heisst es denn du? Muss ich ins Mikrofon reden? Ins Mikrofon? Ich heiße Lou und ich wohne in Zürich und ich bin 6. Okay, Lou, also hoi Lou, wo 6 ist. Also ich bin Zeichhörnchen, da ist der Dach Adalbert, sag hoi. Wir sind von Radio Waldrand, dem Podcast von Marius und die A-Kapelle. Und wir wollten fragen, ob du uns sagen kannst, warum dass man sich an Weihnachten Geschenkli senkt. Dass Jesus Freude hat. Ah, schön. Dass er immer noch ein bisschen Freude hat. Immer noch, ja, ist gut. Also, Und dass er beim McDonalds nicht immer... Dass er nicht immer muss den Klon spielen beim McDonalds. Jetzt komme ich draus, Dach Adalbert. Ja, wo uns Eichhörnchen mit was? Ist ja klar, der Klon bei McDonalds, das ist, glaubt der Jesus. Nein, das Eichhörnchen ist sicher nicht einfach ein Kindlein. Und nein, das ist nicht so. Wo ist jetzt die Lou? Hallo? Jetzt ist sie schon ein Kindchen. Er ist schon weg. Ja, die ist mega schnell. Da hat's mega viele Kinder. Schau, da vorne hat's noch mal eins. Da mit den blonden Haaren. Ja, hallo. Huhu. Also, excuse. Ich habe noch mal eine Frage. Hoi, wie heisst es denn du? Anais, Ja, woher kommst du? Zürich. Dach Adalbert, wir sind hier in Zürich. Ja, Also, Anais, in welche Klasse gehst du? In die 2. Oh, krass. Oh, Anais, kannst du uns sagen, warum dass man sich an Weihnachtsgeschenkli singt? Weißt du, so hin und her sinken? Weil die Eltern nett sind. ja. Es macht Spass. Aha. Es macht einen fröhlich. So herzig. Und warum singst denn du Geschenkli? Ja. Also, man macht so glücklich, andere glücklich machen. Ja, Anna ist also so herzlich. Also, danke, ciao, Anais. Tschüss. Ciao, nicht, dass du noch spät in die Schule kommst, Anna. Ja, ich sage alle, die Kinder sind herzig. Oh, schau, Ja, da vorne stimmt. hat es einen Bub, mal Oh, einen ja. Bub. Und der ist ein bisschen kleiner, da wage ich mich zum Fragen. Okay, Hallo, mach. kannst du uns sagen, warum dass man sich an Weihnachten Geschenkli schenkt? Und dann braucht man bei Weihnachten. Ach so, und warum braucht man da, dass man Geschenkli schenkt? Da haben wir neue Sachen. Ja, ist ja logisch, dachte Adalbert, dann hat man neue Sachen, Mann. Ist eigentlich ganz einfach, darum senkt man sich Geschenkli. Ja, und warum schenkst du die Mami und Papi eigentlich Geschenkli? Wenn ich will, nein. Ach so, ja, auch logisch. Also da ist es mir zu laut, dachte Adalbert. Ich muss wieder zurück aufs Land. Irgendwo ins Appenzellerland in ein Dörfli oder so. Komm. So, liebe Radio Waldrand-Kinder, wir sind jetzt auf einem Pausenhof in Tüfen, da hat es so viele Kinder. Ja, die fragen wir jetzt alle. Hallo, wie heisst es du? Alma? Und weißt du, warum dass man Weihnachtsgeschenkli singt? Zum den anderen Freude machen und zeigen, dass man die andere Person, wo man das Geschenk schenkt, gern hat. Also meint nicht für was, sondern wieso, meinen wir? Vielleicht, weil du ein Dachs bist. Ja, also halt eben wegen der Kirche vor allem, halt da ist so der Tag, wo man da halt so Ach macht. so, danke, Alva. Danke. Tschüss. Tschüss. Hey, das ist ja mega krass. Ja. Die haben gerade Pause Aha. von der Schule. Ach Komm, so. wir machen es so. Wir rufen alle an. Hallo! Hallo. Alle Kinder ankommen! Hallo. Wir wollen wissen, warum das nur an Weihnachtsgeschenkli singt. Genau. Hey, du brüllst auch mal an, bist du eine Lehrerin oder so ein Lehrer. Und sie kommen da. So, also warum schenkt man Geschenke an Weihnachten? Ich mache einen Wunschzettel mit Bild drauf und darum macht das Frischkindli und bringt das Geschenk. Ach so. Ja, ist da herzig. Ja. Ja, herzig. So, Ira, warum schenkt man an Weihnachten Geschenke? Antworten bitte. Weil man den Familien dann fast nie sieht und dann kann man sich den Geschenke schenken. Ja, danke. Und was sagst du? Ich denke, dass Jesus geboren ist. Kann ja sein, dass wir gehören ja an Jesus und kann sein, dass er euch auch freut, dass es wie ein Geschenk für ihn ist, wenn wir dann ein Geschenk schenken. Sagen wir, gehören wir an Jesus? Keine Hast Ahnung. du da gewusst, dass wir an Jesus gehören? Nein, komm nicht raus mit so Jesus-Sachen. Ich bin dir, Jesus. Da, Jesus. Dort an Weihnachten ist krass. Was sagst du?
Weil es ist Weihnachten. Ja. Weil es hat Schnee. Ah, warum? Weil Schnee hat, schenkt man ja Geschenke. Weil dann Jesus geboren ist. Und es ist der Tag der Liebe. Ja, also, aber ehrlich gesagt, ich komme ja nicht raus. Denkst du, die Mami etwas, weil der Jesus geboren ist? Nein. Ja, und warum schenkst du denn etwas? Zum anderen eine Freude machen. Ja, und warum schenkt man sich im Sommer nicht etwas? Im Sommer kannst du einfach Geburtstag haben. Das stimmt. Sonst nicht. Weil nicht im Sommer, weil dann halt nicht der Jesus nicht geboren ist. Ach so. Ich glaube, dass man sich Geschenke schenkt, weil der Jesus Freude haben, wenn andere Leute Freude haben. Und ich mache das nur, dass alle Freude haben an Weihnachten. Hey, sag Albert! Ja, was? Da hinten ist der Andrew-Bond. Ist ja klar, wo das Kind hat, hat es einen Andrew-Bond. Sarah, er heißt Andrew Bond, nicht Andrew Bond. Das sind zwei Namen. Andrew Ach so. Bond. Hey, Andrew Bond. Können wir dich etwas fragen für den Marius, für Radio Waldrand? Ja. Warum senkt man an Weihnachten Geschenkli? Hey, ich weiss, glaub die Antwort. Und zwar zwei Antworten. Die erste Antwort ist die historische aus der Geschichte. Und zwar hat das Geschenkli-Zeug angefangen wegen dem Sankt Nikolaus. Ach so. Das ist vor 2000 Jahren oder so. Ist das ein Heiliger gewesen, also ein Mann gewesen, der Zeug verschenkt hat der armen Familie und der armen Kind. Und dann ist er ein Heiliger geworden und dann hat man am Sankt Nikolaustag, am Samichlaustag, hat man Geschenke gegeben. Das finde ich super, weil ich heiße zum zweiten Namen Nikolaus. Nein, Also ich bin ein richtiger Nikolaus-Fan. Ja. Aber der Heilige ist ein katholischer Heiliger. Und dann hat der Martin Luther, das war einer, der die reformierte Kirche eine Art erfunden hat, der hat dann gefunden, es geht gar nicht, dass da so ein katholischer Heiliger Zeug verschenkt oder an seinem Tag. Und der hat dann das Christkindli ins Leben gerufen, weil der Jesus ist für ihn wichtiger war. Und dann hat man angefangen, an der Weihnacht Geschenke zu geben. Ich glaube, das stimmt. Das habe ich auf jeden Fall einmal gelernt. Also möchtest du an Marius noch etwas sagen? Oder hast du einen Hörerwunsch an Marius? Marius, der wahre Grund, warum die Leute Geschenke geben an der Weihnacht, ist, damit ganz viele Leute können CDs kaufen von Marius und die Jagdkapelle und den Menschen verschenken. Das ist der wichtigste Grund. Das stimmt nicht. Also, Andrew Bond, du bist so ein lieber Andrew Bond. Ja. Also tschüss, Andrew Bond. Ciao, Und weg Andrew ist er. Ah, jetzt ist er weg. Jetzt müssen wir schnell an Marius erzählen, dass wir den Andrew Bond gesehen haben und von diesen Kindern so schnell. Radio Waldrand. Hallo. Sind wir wieder? Ja, hast du uns und die wir gefragt haben, gehört? Ja, klar. Hast du es gehört? Ja, ich habe alles gehört und die Kinder daheim auch. Oder Kind? Ja. Sehr gut haben ihr das gemacht. Merci. Und ich habe herausgefunden, Merci. die meisten Kinder schenken also etwas, weil sie auch etwas geschenkt bekommen. Ich glaube eben auch, dass wir Menschen uns einander so zeigen, dass wir zusammengehören. Wir tauschen ja eigentlich Geschenke aus. Ihr Kind daheim schenkt ja sicher am Grossi, am Mami und am Papi, vielleicht dem Gatten und am Götti etwas. Und kommen dann von denen auch ein Geschenk über. Ist ein bisschen wie enttäuscht. Eigentlich will man damit ja zeigen, dass man zueinander gehört. Und vom Andrew Bond haben wir jetzt gelernt, dass am Anfang, ganz früher noch, eigentlich nur der Samichlaus den Kindern Geschenke gebracht hat und irgendwann dann auch das Christkindli, wo eigentlich das Jesuskindli ist. Wer ist Und wer der Jesus ist, sei Körnli, Ja. das erzähle ich dir dann heute Abend an der Waldweihnacht. Ja, super. Auf alle Fälle ist die Zeit der Weihnacht schon lang, bevor der Jesus überhaupt auf die Welt gekommen ist und bevor es überhaupt das Christentum als Religion gegeben hat, mit Kirchen und Pfarrer und so, ist das ein wichtiges Fest gewesen für die Menschen auf der ganzen Welt. Ach so. Dass man also an Weihnachten ein grosses Fest feiert, hat auch etwas mit den Sternen und wie die stehen und der Sonne und so zu tun. Aber das ist viel zu kompliziert. Das ist extrem kompliziert und langweilig. Ja, ich finde auch. Ja, stimmt. Wer die Geschenke jetzt bringt, ob das Christkindli, der Samichlaus, ob das Mami oder der Papi, Grossis, Opas, Götti, Gottis, das kann jeder selber glauben, wie man will. Ja, da haben wir ja letztes Mal
mal vom Samichlaus gelernt. Genau. Also, lieber Silas, lange dir das als Antwort? Ich Das war eine hoffe. lange Antwort gewesen. Aber ich glaube, die richtig echte Antwort hat der Andrew Bond gegeben. Ja, klar. Und sehr lieb, wie er Werbung gemacht hat für Marius und die A-Kapelle, oder? Also du und die A-Kapelle, ihr Ja, habt es auch nötig. super. Ihr habt nicht so einen Hit wie der Andrew Bond mit seinem Weihnachtslied «Der Zimmerstern» habe ich gern. Da braucht ihr jetzt wohl noch ein bisschen Werbung. Nein, die Seicherli, nein. Der Marius und die A-Kapelle sind nicht so berühmt wie der Andrew Bond. Dafür sind eher, also eher viel die schönere Hüte und Viel die Jägerwändli wie er hat. Ja, viel die Sönnere, viel die Sönnere. Ja, danke, Dachs Adalbert und Seichhörnli. Zusammen, so, da bin ich. Alles ready fürs Weihnachtsfest, oder alles was? bereit. Stabilo, ja. Hey, dann fehlen jetzt nur noch die Musikjäger von Marius und die Jagdkapelle für unser Waldweihnachtsfest. Weil jetzt, liebe Kinder, ist der Tofuchs gekommen. Er ist ein Stadtfuchs. Tofuchs? Ja, was? Hast du für mich ein Geschenk? Was? Ein Geschenkli? Ja, safe habe ich für dich ein Geschenkli, doch, sagt Albert. Also und wieso schenkst du ihm etwas? Ja, weisst, dir schenke ich, denk's auch etwas, weil ihr meine Freunde sind. Friends und Freundinnen natürlich. Und weil ich euch einfach gern habe. Und weil wir an Weihnachten in dieser Kälte ein bisschen näher zusammenrutscht und sich wieder mal zeigt, dass man sich gern hat. Und darum mache ich euch eine Freude mit meinem Geschenk an der Waldweihnacht. Apropos Weihnacht, Marius, kann ich ein Cookie haben? Also Cookie, also der Zürich-Dialekt, Tofuchs, das versteht niemand, meinst du, Guetzli? Ja. Fragen, wir kommen erst Guetzli über, wenn wir gesungen haben. Er ist auch ein bisschen gestresst, der Marius, weißt du, wenn Weihnacht und so. Also los, singen! Ja. Ich will kurz lernen, wer macht Musik. Ja, also Musikjäger von Marius und die Jagdkapelle sollten in jedem Moment kommen. Aber weißt du was? Warum macht nicht einmal ihr Tiermusik? Ja. Du Tofuchs, Was? du nimmst den Bass Oh, den Bass. vom Bärenkrüsler. Okay. Du Dachs Adalbert, du nimmst das Banjo vom Wiesel. Und du Seichhörnli, Ja, was? du nimmst das Glöckli Klavier, genau, vom Tom Bär. Okay. Und ich spiele Gitarre und dann singen wir etwas. Oh, ist ja Mach du mal gut, Tofuchs, mach du mal Bum, Bum. Genau. Okay, so. Und jetzt Super. ich mal. Jetzt Dachs Adalbert. Genau. Super, und jetzt macht er zusammen. Und Seichhörnli Ja. macht dazu. Achtung. Ist gut mit den Glöckli. Ja, genau. Gut, und jetzt alle zusammen. Los, let's go. Komm ich rein. Jetzt. Wow, das ist ja mega schön. Ja, ich bin auch voll Jetzt mega hören. Und jetzt zuerst du Dachs Adalbert. Lass Weihnacht ohne Guetzli ist hart, aber ich sag okay, dafür hat zu viel Schnee. Wir, dir, wenn 2 oder 4, Gutzli, das sing ich dir. Jetzt du Seichhörnli. Okay. Lass Weihnacht ohne Guetzli ist hart. Oh no, ich han ja so paar genug. Ja. Mir, dir, mit Guetzli von dir, ohne Guetzli verjagt. Jetzt alle zusammen. Ist gut. Okay, Les Weihnacht hat ja Waldrand pausiert. Wir kommen wieder nächstes Jahr, putzt und frisiert. Wir, dir, wir wünschen dir eine schöne Weihnacht. Ciao. Auch.
Eichhörnli. Das Eichhörnli, echt Mega so gut cringe, gewesen. ja, Weihnachtssau sagen. Ui, ich sehe schon die Jäger von der Jagdkapelle kommen, dort beim Waldrand. Schaut, denen singen wir das Lied dann nochmal vor. Und dann geht das Wald-Weihnachtsfest richtig los. Also, ciao, Kinder. Ich wünsche euch ein schönes Weihnachtsfest. Bis bald. Ciao zusammen, Cheerio. Also, die Sendung ist heute präsentiert worden von Stadt, Land, Kind. the Swiss Family Concept Store. Du musst sagen, Kleider für Kinder, musst du sagen. Nein, also Stadtlandkind hat nicht nur schöne Kleider für Kinder. Die haben auch andere Sachen. Also gut, Online-Läden mit Sachen für Kinder. Genau. Und einem offiziellen Kinderkleiderpartner von Marius und die Jagdkapelle. Radio Waldrand, wir spielen miteinander. Radio Waldrand ist Radio, wo entspannt, von A bis Z brillant. Radio Waldrand.